Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1-Podcast mit euren Hosts, dem Kasel und dem Schubs. Ja, heute reden wir über das vergangene Rennwochenende in Imola. Wir gehen Fahrer für Fahrer durch und reden über ihre Performance, die sie abgeliefert haben, sowie auch von ihren Teams. Wir wünschen euch hier dabei viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Gut, dann legen wir los mit dieser Episode und wir gehen jetzt für den Grand Prix, der in Imola war, Fahrer für Fahrer durch. Vielleicht auch kurze Facts zu der Strecke, wie man den Gaudi gerade vorne durchgegeben hat und er gemeint hat, das sei gut, wenn ich das sage. 63 Runden sind wir gefahren. Die Strecke ist 4,9 Kilometer lang, also fast 5 Kilometer lang. Und die gefahrene Strecke ist 309 Kilometer. Und der Lap-Rekord ist immer noch beim Lewis Hamilton von 2020 mit der 1,15,4. Dass man das einfach noch erwähnt hat, für die, was interessiert. Und eben, wie gesagt, wir gehen Fahrer für Fahrer durch und wir starten mit dem Letztplatzierten und das ist der Carlos Sainz, der ja noch am Donnerstag ist es, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Mittwoch oder Donnerstag ja noch die Vertragsverlängerung unterschrieben hat, beziehungsweise die wird wahrscheinlich schon ein bisschen länger unterschrieben gewesen sein, aber das ist dann bekannt gegeben worden. Macht auch Sinn in einem Heimrennen von Ferrari, dass man dort auch dann nachher announcen, dass dort der Einfahrer sicher mal dort bleibt. Also der Leclerc, der ist ja bis 2026, glaube ich, noch bei Ferrari unter Vertrag, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt der Carlos Sainz also auch noch bis 2024, bis mit 2024. Und ja, also in meinen Augen sage ich mal die beste Wahl, weil der Mick ist definitiv noch nicht so weit für Ferrari und ich glaube auch der Mick wird vielleicht schon mal bei Ferrari fahren, aber momentan denke es mir, performt er nicht so wahnsinnig stark, aber zu ihm kommen wir ja dann sowieso noch. Und darum finde ich auch, ist das eigentlich die beste Option, weil sonst irgendwie eine Alternative hätte ja Ferrari eigentlich nicht gehabt, muss man sagen, außer sie hat irgendwie einen Gasly genommen oder irgendwie einen Hamilton, wo vielleicht von Mercedes weggeht oder irgendeiner von diesen Fahrern höchstens, aber ich denke mit dem Carlos Sainz und mit dem Leclerc zusammen, die zwei verstehen sich gut, ich glaube auch die Chemie im Team ist gut mit diesen zwei Fahrern, von dem her glaube ich auch, ist das wirklich die beste Option. Ja, Schubs, was denkst du dazu, zu dem Vertrag von Ferrari und Sainz? Ja, also ich finde es wirklich die perfekte Teammate-Kombination. Also ich finde das mit Abstand eines der stärksten Lineups ist eigentlich auf dem Grid. Und der Binotto, was er eigentlich mit dem Vertrag wollte, hat er gesagt, er wollte einfach Stabilität haben. Und die bekommt er definitiv über mit dem Sainz. Es ist ein Fahrer, wo ich glaube einfach wirklich die Performance auch auf den Tisch bringt, wo das Auto auch auf den Tisch bringt. Leclerc ist halt immer ein bisschen, ja, bei dem ist es manchmal ein bisschen erratic, oder? Ein bisschen auf und ab, dann hat er ein gutes Resultat und dann macht er wieder so einen Fehler wie das Wochenende. Aber mit dem Sainz hat er in der Regel, jetzt mal abgesehen von dem Start, wirklich einen Fahrer, der ihm konsequent einfach gute Resultate kann liefern kann. Und ich glaube, eine bessere Teammate-Kombination könntest du für Ferrari sicher nicht haben, weil ich habe das Gefühl, der Sainz und der Leclerc, die leben Ferrari, die leben rot und also absolut in meinen Augen die beste Wahl, die er treffen konnte. Ja, also ich denke auch eben, dass die zwei sicher gut harmonieren und auch wenn der Leclerc eigentlich eher im Binotto sein Schützling ist, ich glaube, mit dem Sainz hat er gleich immer noch einen guten Fang. Und ich stimme dir auch zu, ich denke, performance-technisch wird er oder ist er sehr stark. Er kann es zwar momentan aus irgendwelchen Gründen noch nicht ganz zeigen, wobei man muss auch ehrlich sagen, eben die letzten zwei Ausfälle, die er jetzt hatte, also eins jetzt mal in Australien, ist ja eigentlich auch, ja, er ist schon auch schuld gewesen, irgendwo durch, aber irgendwie auch nicht, weil ihm ist eben das Lenkrad noch vor dem Start gewechselt worden, wo nicht kalibriert war aufs Auto. Also die Einstellungen vom alten Lenkrad sind nicht übernommen worden aufs neue. Und das ist natürlich dann ein bisschen anders zum Fahren gewesen. Und jetzt ja, ist er halt leider vom Ricciardo ein bisschen rausgekegelt worden. Also er hat jetzt wirklich zweimal ein bisschen Pech gehabt und jetzt auch wirklich in Imola kann er nichts dafür. Da kann er wirklich nichts dafür, dass er dort rausgeflogen ist, muss man sagen. Ja, also ich finde vor allem, weißt, wenn du seine Performance vom Sprintrennen anschaust, also
Okay, im Qualifying, das ist wirklich ein dummer Fehler gewesen. Dort ein bisschen zu viel Gas auf den Curbs gegeben, aber es ist halt auch eine Oldschool-Strecke, die dich sofort bestraft, gell? Also, äh, das ist unglücklich gewesen, aber im Sprintrennen hat er einfach in meinen Augen seine Qualität gezeigt, weil wir haben ganz klar gesehen, wie schwierig das es war, zu überholen auf dieser Strecke. Und der ist von P10 auf P4 6 Plätze hat er gut gemacht. Mhm. Und der Start vom Rennen, also ich meine, ich habe jetzt hier gerade die Labchart offen, wo du Runde für Runde siehst. Das Sainz ist nicht einmal drauf, weil er in der ersten Runde rausgefallen ist. Das ist so hart, weil Ja. also der hat das Rennen wirklich können mitmischen und ich bin überzeugt, ähm, dass wir 2 Ferraris auf dem Podium gehabt hätten. Weil der Perez hat nicht können Mhm. beide Ferraris abwimmeln. Die hat dann mit der Strategie ausgehebelt. Ähm, Einfach schade. Es wäre ein gutes Wochenende gewesen, vor allem auch für seine Psyche, oder? Weil jetzt kommt er langsam einfach so an einen Punkt hin, wo er sich davon Gedanken machen, hey, was mache ich falsch, dass es dieser Weg nicht funktioniert, weil kaum hat er ein Auto, das für eine Championship Challenge bringt es nicht her, oder was? Aber ich glaube, wir wissen alle, dass er wirklich Qualität hat, zum auch Weltmeister zu werden, wenn er sich ein bisschen zusammenreißt, wird er das die nächsten 2, 3 Rennen auch endlich wieder können beweisen. Also ja, schade für ihn. Man kann halt leider wirklich nicht viel sagen über sein Rennen, weil halt nichts war. Aber ich denke, auf einen Crash werden wir jetzt noch ein bisschen eingehen, wenn wir den Fahrer durchgehen. Ja, also noch schnell kurz zu seinem Abflug, den er ja dort hatte. Er hat ja jetzt eben noch gesagt, er sei ja nicht mal der Limiter gewesen. Er weiß nicht, wieso das Er Auto hat es nicht mal ausgebrochen gespürt, ist. ja, ja, das hat er gesagt. Ja. Also ist noch echt interessant, wieso und warum das dort eigentlich das Auto plötzlich so aus dem Nichts raus so reagiert hat. Ähm, aber glaubst du wirklich, dass beide Ferrari auf dem Podium gewesen wären? Wenn jetzt der Sainz drinnen geblieben wäre im Rennen? Also, wenn der Sainz drin geblieben wäre im Rennen, dann hätte Perez sicher nicht so, dann wäre er am Anfang nicht so zurückhaltend gefahren. Dann wäre er näher am Verstappen dran geblieben. Aber ich bin überzeugt, dass mit einem Leclerc auf P3 und der Sainz auf P4, weil die hätten sich nach ein paar Runden wieder auf die Positionen vorgekämpft, hätten die mit der Taktik können die Red Bull aushebeln. Okay. Und ich denke, also wenn nicht beide auf dem Podium, dann hätten wir wenigstens einen Fight gehabt oder auch sie wären nahe geblieben bis am Ende vom Rennen, Perez und Sainz oder Perez und Leclerc und der Sainz vielleicht auf P2 oder so. Je nachdem, was sie halt für eine Strategie dann angewendet hätten. Mhm. Ja, gut, eben, das sind halt immer so Fragen, was wäre, wenn. Mhm. Das kann man halt, ja, kann man halt immer so und so beantworten. Wir wissen es nicht, wie es rausgekommen wäre schlussendlich. Es ist jetzt mal so, wie es ist. Sicher schade für das Eins, aber mal schauen, wie es in Miami dann läuft für ihn. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder zum nächsten Fahrer. Wir gehen zum Fernando Alonso, der ist auf P19 ausgeschieden, kann man sagen. Der ist 6 Runden gefahren, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann nachher hat er müssen retiren. Und zwar ist es dort so gewesen, dass sich der Mick eigentlich gerade dort bei dem Unfall, wo der Sainz und der Ricciardo hatten, dass sich dort gerade beim Kurvenausgang der Mick gedreht hat. Und beim Drehen mit seinem hinteren linken Rad im Alonso in den rechten Sidepod reingedonnert ist, oder also in den rechten Seitenkasten rein. Und da hat es eine Beschädigung gegeben. Der Alonso ist dann noch ein paar Runden weitergefahren, weil das war in Runde 1 gewesen, und ich glaube, in Runde 5 oder so hat es ihm dann nachher auf der Start-Zielgerade hat's ihm dort den Seitenkasten verrissen auf einer Seite. Und dann haben sie halt müssen, wegen dem Defekt von dem müssen retiren. Und ja, bitte für den Alonso, ich weiß gar nicht, weißt du gerade, wo er gestartet ist? Das ist gar nicht auf dem Schirm. Ah, warte, Das stimmt. Startaufstellung, ich schaue mal schnell. Der Alonso ist von. Also er ist nicht auf der Lapchart drauf, da verstehe ich aber nicht genau wieso. Also er ist die ersten paar Runden ist er wirklich erst immer weiter und weiter zurückgefallen und es hat so kleine Schlangen hinter ihm geformt und einer nach dem anderen hat ihn dann überholt, das weiß ich noch. Vettel hat ja, glaube ich, so einen guten Start gehabt, das weiß ich noch. Mhm. Ähm, genau, und der Alonso, eben, der hat halt dort eben ein bisschen Pech gehabt mit dem Mick, weil der Mick halt sozusagen den Fahrfehler gehabt hat und sich halt eben dann nachher beim Rausdrehen noch im Alonso einen mitgegeben hat. Und ja, wegen dem ist er eigentlich rausgekehrt. Aber allgemein zu Alpine muss man sagen, beziehungsweise allgemein zur Performance von Alpine, die sind das Wochenende, ja, sage jetzt mal, nicht ansatzweise dort gewesen, wie die letzten paar Rennen. Also ich habe eigentlich Alpine schon fast so ein bisschen in den Himmel hochgelobt, dass sie so stark sind.
komischerweise, aber irgendwie jetzt das Rennen, sechs Strecke an sich, wo einfach im Auto nicht liegt oder was auch immer, sind einfach die Performance nicht gehabt. Ich glaube, das ist etwas, wo wir im Fall wirklich übers ganze Band drüber jetzt sehr stark gesehen haben. Weil, also es ist jetzt mal eine ganz andere Strecke mit viel Slow Speed. Auch die Strecke, der Bodenbelag ist anders. Es ist sehr eine Oldschool-Strecke. Dann noch nass. Nachher noch eine riesen lange Pitlane, wo die Reifen sehr abkühlt, oder? Und wie du sagst, eben mit der Dryline, die sich dir geformt hat, ist halt, es ist ein sehr spezielles Rennen gewesen, aber man hat ganz klar gesehen, welche Autos mit diesen Strecken und auch diesen Umständen gut können umgehen können. Und ich glaube aber schon nicht, dass Alpine eigentlich so schlecht unterwegs ist. Ich denke, der Fight um P3, der Championship, oder P3, P4 wird zwischen McLaren, Alpine und Mercedes ein bisschen sein. Ich denke mal, die können auf verschiedene Strecken ähnliche Resultate dann auch liefern. Also abschreiben kann man sie schon nicht gerade nach dem Wochenende, aber wie du sagst, es ist wirklich also absolut underperformed für das, was sie eigentlich bis jetzt hier geleistet haben. Mhm. Aber ja. Was ich noch cool gefunden habe, ist beim Alonso, wo halt das Sidepod aufgegangen ist, hat man mal ganz klar gesehen, einerseits mal, wie dünn dass die eigentlich die Seitenwände von diesen Autos sind. Und man hat auch den Radiator ganz klar gesehen. Also man sieht auch, dass die dort, das Sidepod ist nicht voll gefüllt mit Elektronik und weiss auch nicht was noch. Oder? Also dort ist sehr viel Luft dazwischen. Und das hat alles mit der Kühlung noch zu tun. Also für die so ein bisschen Technik interessiert sind, ist es halt schon noch geil gewesen, um mal drin hineinzuschauen. Der Ted, wie heisst der Ted? Von Sky, der hat, der hat nachher noch relativ lange darüber geschnurrt gehabt, wegen dem Sidepod, was man dort alles gesehen hat. Ja, Ja. es ist, ich weiß auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht sogar hätte weiterfahren können. Ich habe auch gedacht, dass sie ihn noch ein bisschen draussen lassen, in der Hoffnung, dass eine rote Flagge wird kommen, weil die Konditionen wären möglich gewesen. Aber anscheinend, ja, ich meine, wenn es um das ganze Sidepod wird wegrupfen, wäre auch nicht so geil für den Rest von der Strecke, dann nachher die ganzen Carbon-Teile auf dem Boden liegen haben. Da gibt es auch relativ schnell mal Punctures, oder? Also, Ja, und vor allem gibt es einen Strafe drin. Also er muss ja das genau. Auto in die Garage tun, weil du darfst ja nicht mit so einem beschädigten Auto darfst du nicht mehr weiterfahren. Ja, Das, wenn sonst er, gibt es wenn aber er eine Strafe. schwarz-orange Fahne bekommt, ja, aber er hat gar keine schwarz-orange Fahne bekommen. Ja, aber es wäre sehr wahrscheinlich Es auf das wäre rausgelaufen. reingekommen, ja, ja, Ja. ja, ja. Aber Also von dem her haben sie ich einfach denke, sie genug früh warten auf reagiert. das. Ja. Aber also ich denke, es haben sicher ein paar Fotos gemacht dort, von dem Sidepod, ein Ja, paar das andere glaube ich Teams. auch. Ich denke auch, wo im Sainz sein Auto am Kran gehangen ist, haben sicher auch Ja, Mercedes stimmt. heute ein paar Fotos gemacht. Aber das sind noch relativ hochauflösende, die man da geschickt hast. Also, du siehst den ganzen Boden perfekt. Ja, also da wird es jetzt Paare geben, die etwas in diese Richtung entwickeln, 100 Pro. Ja, definitiv. Kann ich mir gut vorstellen. Wobei, der Boden habe ich das Gefühl, der Boden ist eigentlich hure simpel. Ich weiß gar nicht, wie viel dass da Teams wirklich voneinander abschauen müssen. Ja gut, du weißt halt nicht, was die anderen Teams unter dem Boden haben, gell? Vielleicht ist die simplere Lösung die bessere Lösung. Who Einfach knows? nur so 2 Tunnel anstatt 4 zu haben, oder? Ja, wer Macht weiß. schon, macht schon Wer Sinn. weiß. Aber ich denke, für ein paar wird das sicher von Vorteil sein, jetzt, dass sie Ja. das mal gesehen haben. Jemand, der das Wochenende nicht so der geilste hure Boden hatte, war der Ricciardo. Aber nicht, weil der Boden scheiße war, sondern wegen dem Crash mit dem Bottas und dem Sainz. Ich denke, ich glaube, es ist gerade gute Zeit, um über den Crash ein bisschen darüber zu reden. Den Schuldigen suchen oder überhaupt ermitteln, ob es einen gibt. Also, ich sage es so, Ricciardo, ähm, er hat eigentlich einen vorsichtigen Move dort gemacht. Also, er hat sich nicht irgendwie reingedrückt oder ist mit viel zu viel Speed reingekommen. Ich finde, seine Platzierung dort war berechtigt gewesen. Es ist aber definitiv im Sainz in Corner gewesen. Und der Sainz hat jetzt nicht ihm den Platz weggenommen. Es ist halt einfach unglücklich gewesen, dass der Ricciardo dort links den Curb ein bisschen zu fest berührt hat und wegen dem Kontrolle verloren hat. Und mit dem musst du halt einfach auch ein bisschen rechnen, wenn es nass ist. Also ich sage, in meinen Augen, wenn man einen Schuldigen müsste suchen, dann wäre es ganz weit hergeholt der Ricciardo, aber in meinen Augen absolut ein Racing-Incident, weil das kann jedem passieren, weil jeder versucht am Start ein bisschen vorzukommen und gerade in den ersten paar Kurven sehe ich so Sachen immer als Racing-Incident.
Hinter ihnen ist dann nachher noch der Bottas gefahren, der hat extrem Glück gehabt. Also der hat den Mhm. Ricciardo wirklich aufgegabelt und hat ihm nachher den Diffuser, also das sind die Teile, die zuhinterst hinten rauskommen und eigentlich die Luft beschleunigen, hat er ihm ja an den Arsch gemacht. Und sonst noch ein paar andere Komponenten. Und dem sein Frontflügel ist einfach, einfach stehen geblieben, alles perfekt. Das nenne ich mal Schweizer Ingenieurskunst. Ja, also ich sehe es im Fall genau gleich wie du auch. Also, wenn wir müssten Schuldige suchen, dann wäre es wirklich schon der Ricciardo, würde ich auch behaupten. Aber eben, es ist halt nass gewesen, der Curb ist sicher mega glitschig gewesen und die Reifen auch nicht warm gewesen. Und ja, also Pech für den Sainz und natürlich auch bitte für den Ricciardo, weil der Ricciardo hat eigentlich wirklich ein gutes Wochenende gehabt bis dahin. Er ist ja eigentlich wirklich immer hinter seinem Teamkollegen, hinter dem Norris. Nur eben halt, ja, leider am Start ein bisschen vergamen dort. Und ist nachher ja, weitergefahren, ist in Pits, hat dann nachher auf Mediums, nein, nicht auf Mediums, ist Inters der erste gewesen, der nachher auf Mediums gegangen ist. Das Das sind ist so ein relativ bisschen schnell die anderen. das Testkaninchen ist er geworden für Ja, alle. genau. Also, ich glaube, Das, eine Runde später, wo war es? Runde 30 ist er in die Pits gegangen. also jedenfalls ist er dann, komischerweise ist er dann noch einmal auf Harz gegangen. Keine Ahnung, wieso, dass sie auf Harz gegangen sind. Ich glaube, es wahrscheinlich mit dem Hintergrundgedanken, dass der Medium irgendwann einbricht und Mm. dass er vielleicht noch ein paar Positionen rausfahren kann. Aber es ist dann nachher wirklich gar nicht mehr gegangen. Also wirklich von einem guten Wochenende oder von einem gut startenden Wochenende ist es eigentlich wirklich ein Horrorwochenende geworden, ein bisschen für den Ricciardo. Er ist sich ja dann nachher auch noch beim Sainz gut entschuldigen. Es hat ja noch ein Video gegeben, wie er zu der Ferrari Hospitality gegangen Mhm. ist und Sainz gesucht hat. Also sicher eine noble Geste von ihm, dass er sich noch gut entschuldigt ist. Ja, aber eben viel kann man denen nicht Ja, machen. ich habe es da gerade gefunden. Es ist Runde 16 ist er reingegangen für die Mediums und die nächsten sind nachher gerade Runde 17, Runde 18, 19 sind die Mhm. anderen für die Mediums rein. Und dann, wie du gesagt hast, Runde 32 ist er dann noch auf die Hards gegangen. Genau. Ja, aber ich denke eben, wahrscheinlich, es sind wahrscheinlich immer, also er hat ja gesagt, er hat einen Damage gehabt noch. Er hat irgendwo einen Schaden noch gehabt wegen Ja, der dem. Unterboden, ja. Und, Hauptsächlich. und hat dann wahrscheinlich hat er eben noch darauf spekuliert, dass er mit Harz irgendetwas noch kann vielleicht holen kann. Ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Zeit noch gerechnet, es wird wahrscheinlich noch mal ein Safety Car kommen, aber es ist dann gar nicht mehr Mhm. gekommen. Ist eigentlich wirklich nach dem Start ist eigentlich so, was so kollisionsmäßig anbelangt, ein bisschen ruhig gewesen. Ja, bei einem, wo es aber nicht so ruhig war, ist eigentlich bei Mick gewesen. Eben, der hat am Anfang den Spin gehabt, wo dann der Alonso eigentlich sozusagen noch mitgerissen hat dort. Oder ja, den Sidepod aufgerissen hat Der sozusagen. Zeitpunkt mitgerissen, ja, definitiv. Und danach ist er halt mal zurückgefallen und dann ist auch nicht mehr viel Performance von ihm gekommen. Also irgendwie ein Recovery oder so ist nicht gekommen. Oder wieder so, dass er ein bisschen mit Ja. fahren. Und noch ein Also er zweiter ist, Spin. ja genau, also er hat eigentlich wirklich mega Problem gehabt und dann eben nochmal einen zweiten Spin. Hat dort die Kurve 14, 15, also die enge Schikane, ist er gerade ausgefahren und ist dann in den Rasen und ja, Slicks und nasser Rasen. Da kommt nicht gut, er hat sich gerade 3K dort, hat dann auch Ja, nochmal oder geschafft, wo auch nicht so, wie er es gemacht hat. Ja. ja, genau. Komplett drüber brettert. Genau. Also er hat dann dort einfach nochmal eine Gelbphase ausgelöst. Ja, also ein Rennen zum Vergessen für ihn. Er ist jetzt halt, ja, muss man auch sagen, das ist jetzt schon das vierte Rennen, ja, wo er halt schon wirklich hinter seinem Teammate immer gelandet ist und halt ja, nicht so gut ausgesehen hat, muss ich sagen. Dunkt es mir Mhm. jetzt. Ja, und ich meine, er hat das ganze Jahr gehabt mit einem schwierigen Auto. Und ein Russell hat auch 1, 2 Jahre gehabt, 3 Jahre sogar insgesamt mit einem schwierigen Auto. Und hat halt einfach daraus gelernt, oder? Wie gehst du mit so einem Auto um? Und das siehst du irgendwie beim Mick nicht unbedingt, weil ich habe das Gefühl, dass er immer wieder so ein bisschen, einfach ein bisschen zu viel will. Ich weiß nicht genau. Ich finde, er ist ein Fahrer, der sicher das Talent hat, aber ich finde, er und auch beispielsweise Yuki Tsunoda, das sind so Fahrer, wo du ein bisschen Zeit lassen oder ein bisschen gedeihen Ja, ja. lassen, grob gesagt, oder? Und ich hoffe wirklich, dass dort die Ferrari Academy genug Geduld hat mit ihm, weil ich fände es schade, wenn man da irgendwie nach seinem zweiten, dritten Jahr aus der Formel 1 rausschießt. Nachher geht er zum Beispiel in die DTM oder so und räumt dort dann alles ab, oder? Also das ist Mhm. wirklich, das ist das, was ich ein bisschen Schiss habe, weil ich finde, er hat es verdient, so einen Stint von 4, 5 Jahren in der Formel 1 mindestens zu haben.
Wenn er den immer noch nicht liefert, dann kann man immer noch sagen, gut, ist okay. Aber ich hoffe, sie geben genug Zeit, um sich zu entwickeln. Ja, also er braucht definitiv noch ein bisschen mehr Zeit. Man muss aber auch sagen, der Haas an sich, also die Autoperformance an sich, ist jetzt nicht so stark gewesen auch an diesem Wochenende. Also der Magnussen ist einfach überraschend gut gewesen, im Qualifying und im Sprintrennen. Ich Also auf glaube dem eh, Sprint und im Qualifying ist der Haas schon echt stark, aber Rennpace ist jetzt nicht so stark gewesen. ja, aber ich glaube eh, dass der Magnus, und zu dem kommen wir noch, da werde ich schon ein paar Worte verlieren, ich glaube, er fährt das Auto an Positionen, wo es nicht sein darf. Ich glaube, Ja. er hat das verdammt gut im Griff, der Karre. Ja, ja, ich glaube es eben auch. Aber ja, vielleicht tut sich auch der Mick noch ein bisschen schwer mit dieser neuen Fahrzeuggeneration. Ist auch gut möglich. Ich meine, der Kevin Magnussen, der hat ja auch schon andere Fahrzeuggenerationen gehabt. Der ist schon noch die V8-Serie gefahren, noch, der Versionen von der Formel Ja, 1 Wagen noch gefahren. Und dann nachher ist ja noch die schon die Hybrid-Variante gefahren, aber noch die kleineren eigentlich, die noch nicht so breit sind. Und nachher, ja, der hat ja schon viel miterlebt in der Formel 1. Von dem her, vielleicht kann er sich schnell an ein neues Auto akklimatisieren, als jetzt ein Mick, der halt noch wirklich jung ist und neu in der Formel 1 ist, halt immer noch. Ja, also ich denke, er wird schon die Kurve einmal bekommen. Ich denke, er wird sicher auch noch Punkte holen dieses Jahr. Ich denke, also der Haas ist schon von der Performance her punktefähig. Vielleicht nicht jedes Rennen, aber er ist punktefähig. Aber ich denke auch, der Mick wird irgendwo mal einen Punkt holen. ja, 100%, das sehe ich auch so. Das sehe ich eindeutig auch so. Ich meine, er ist ein guter Fahrer und wie gesagt, wenn er ein bisschen Geduld bekommt, ich meine, es ist wirklich nicht nur der Nachname bei ihm, was ausmacht. Das ist ja so. Ja, Ja. Von den Punkten her ist mir noch etwas Lustiges aufgefallen. Am Ende des Rennens ist ja die Einblendung gekommen von der Driver Championship. Und dann ist es ganz runtergegangen bis zur P20, wo der Hulkenberg war. Und da habe ich gemerkt, der Latifi ist da gar nicht drauf. Weil der Latifi, der hat dieses Jahr, also sogar der Hulkenberg hat in seinen 2 Rennen, die er gefahren ist, bessere Resultate geholt als der Latifi. Und das hat sich in diesem Wochenende einfach wieder mal widerspiegelt. Also, ich weiß nicht, ich meine, der sicher ist so sau sympathisch, er ist ein guter Cape und alles. Aber wenn er so weitermacht, dann muss er sich wirklich langsam Gedanken machen, wo er nächstes Jahr fahren will. Weil in der Formel 1 wird es nicht sein, wenn es so weitergeht. ja, sehe ich auch so. Also der Latifi ist eigentlich, kann man sagen, also der Latifi ist eigentlich Letzter geworden. Er ist der letzte Fahrer, also jetzt in dem Rennen, Schaden wo und kein keinen Schaden Incident hatte und am gar nichts. Auto. Also der hat wirklich ein cleanes Auto noch gehabt am Schluss und ist gleich 16. geworden und ist ja, nicht, es ist wirklich auch nicht weltbewegendes gewesen bei ihm. Also man hat gar nichts gesehen. Es ist einfach nur hinten nachgefahren. Und ich sehe es genau gleich, wie du es gerade vorher gesagt hast. Also ich denke, das wird seine letzte Saison sein. Ich habe schon das Gefühl, er tut sich auch schwer mit der neuen Fahrzeuggeneration. Weil ich meine, letztes Jahr hätte ja eigentlich das zweite Jahr, oder das letzte Jahr, die zweite Saisonhälfte, so meine ich, ist ja eigentlich nicht schlecht gewesen. Ja, also ich meine, er hat schon Talent. Ja, An ja. dem liegt es nicht. Er ist ein guter Fahrer, er ist ein sehr überlegter Fahrer. Aber gegen Ende letztes Jahr hat sich bei ihm irgendein Wurm eingeschlichen und er kommt einfach nicht daraus raus. Er kann sich nicht aus dem Tief daraus rauslüpfen, weil Ja, ja, vielleicht ist es halt doch noch ein bisschen von dem Unfall, den er verursacht hat und nachher hat der Hamilton die Championship verloren hat. ja, und auch die Kritik, die er nachher vor Ja, allem eben genau, bekommen hat, wegen dem gell, meine ich, das weil hat das vielleicht halt ein bisschen, natürlich klein gefahren hat bei ihm. Ich ja, meine, es geht ja nicht an einem spurlos vorbei. Ich meine, nein, was der alles definitiv nicht. mitbekommen, also was der für Nachrichten bekommen hat, dass in seiner Haut hat die jetzt stecken. Ja, Und Morddrohungen und weiss auch nicht was. ja, Also, alles. Also das mein ist Gott. schon heavy, muss man Der wirklich Face sagen. Twitter ist einfach die Hölle. Ja, das ist so, da brennt es immer. Da brennt es wirklich immer. Aber ja, eben leider nicht viel gewesen von ihm, das Rennen wieder mal einmal mehr. Ja, mal schauen, ob da wirklich noch etwas kommt. Der Williams an sich hat aber eigentlich an sich nicht schlecht ausgesehen, muss man Ja, sagen. definitiv. Also, wir kommen Also, noch zum genau. Album, noch würde ich sagen. Wir reden dann dort vielleicht noch mal ein bisschen über das Auto. Aber an und für sich, denke ich, wäre da schon die Möglichkeit rum gewesen. Äh, vielleicht nicht Punkte, aber Ja, dort, wo ja, der Albon halt gelandet ist. vielleicht die Punkte reinzukommen. Doch, ja. Mal schauen. Ja, Also, mal schauen. aber wir machen mal weiter mit dem P15, mit dem Guang Yu Zhou im Alfa Romeo. Da weiß ich jetzt gar nicht, was Ja, der gemacht hat. Der ist der ja. hat in meinen Augen zum ersten Mal einfach, also nicht ein schlechtes Rennen gehabt, aber auch nicht ein gutes gehabt. Er war einfach rum gewesen. Er hat den Platz gefüllt.
Also es gibt nichts, irgendwie, wo mir jetzt auch in den Sinn kommt, wo bei dem passiert ist, war. Er hat nicht irgendwelche taktische Sachen ausprobiert, er hat nicht irgendwelche grossen Überholmanöver gemacht. Von den Interviews her glaube ich eben auch, er ist einfach sehr, sehr vorsichtig gefahren, weil er dort die Konditionen zum ersten Mal hat in einem Auto und ich finde, für das hat er es eigentlich gut gemeistert. Ähm, Ja. Ich glaube, zeitlang hat er noch ein Battle gehabt, aber ich weiß nicht einmal mehr mit wem. Also wirklich absolut unspannend sein Rennen. Ja, also Sprint Qualifying hat er gestartet auf P14 und hat Das es dann Rennen nachher beendet P15. beendet auf. Ist es P15? Nein. Also das normale Rennen. Ja, aber im Sprint Qualifying, Sprintrennen. Sprintrennen hat er. Ah, dort hat er ja den Crash gehabt, ist auf P20 Ah nachher. ja, stimmt, Hat er mit genau. dem Gasly Genau. Kollision gehabt Ja, dort. stimmt eigentlich für Genau, das nicht schlecht. ja, was man da muss dazu sagen, dass die Gasly-Kollision im Sprint-Qualifying oder im Sprintrennen, wem siehst du dort die Schuld? Es ist, das Lab 1 ist in meinen Augen schon ein Racing-Incident. Ich finde aber auch, also er hat ja, glaube ich, sie hätten ihm, glaube ich, eine 5-Sekunden-Strafe geben. Oder haben sie darüber diskutiert, hat es ihm fix eine gegeben. Hätte ich auch nicht schlimm gefunden, weil also, dass du dort rechts aussen durchgehst in diesen Conditions, ist gewagt, to say the least, oder? Und der Gasly hat selber auch gesagt, also, er hat deutlich mehr Platz müssen lassen, wenn er etwas hätte machen wollen. Also, dass der Gasly nicht zurückgesteckt hat, ist nachher quasi, er ist ein bisschen zu gläubig gewesen, dass der Joe ihm zu viel Platz lässt oder genug Platz lässt. Und in meinen Augen absoluter Anfängerfehler einfach. Also ich finde es jetzt nicht schlimm. Ist nicht gerade so auf Stroll-Level, wo anscheinend keinen Rückspiegel hat. Dumm gelaufen, Racing-Incident in meinen Augen, aber wenn, dann sicher im Josie-Fehler. Ja, sehe ich auch so. Also, recht lang haben sie spekuliert gehabt, also recht lang hat sie gesagt, also, das ist im Gasly sein Fehler. Also, weil er Nein, ja sehe ich gar weil nicht. er innen war und, weil ja Er, der er Joe hat sicher vorne können war. zurückstecken, ja, Und eben aber das genau, macht und er ja hätte ja Sinn. können zurückstecken. Aber in der Wiederholung siehst du ja, und auch gut, du siehst sehr gut aus der Perspektive vom Gasly, dass er ja schon in der Kurve war, der Gasly, und eben der Guang Yu Zhou zieht rechts außen vorbei. Und ich meine, der Gasly kann ja nicht weiter links übergehen. Ja. Und ich meine, seine Augen sind vielleicht in dem Moment auch nicht gerade rechts ist das Auto, sondern eher in die Kurve rein und schaut, was Also, vorne passiert. Darum, ich finde es ein bisschen, ja, gewagt vom Guang Yu Zhou, dass er dort hat eben auch überholen. Ich bin aber schon einverstanden, dass es als Racing-Incident abgestempelt wird und nicht irgendwie eben halt das Strafe für ihn. Aber eben, wenn es hätte auch wieder da jemand bestrafen sollen, dann schon auch der Guang Yu Zhou, nicht der Gasly. nicht der Gasly. Nein, also ich meine, jeder andere Fahrer, wenn jetzt ein Vettel an der gleichen Position gewesen wäre wie ein Joe, dann hätte es keinen Crash gegeben. Da bin ich überzeugt, das ist einfach ein Anfängerfehler in meinen Augen. Und der Gasly hat zu viel Vertrauen gehabt, dass er keinen Anfängerfehler wird machen und dann ist es einfach passiert, relativ simpel. Ja. Genau. Ja, vom einen unbedeutenden Wochenende zum absolut unbedeutenden Wochenende, Esteban Ocon. Also bei dem ist jetzt halt wirklich einfach gar nicht gut gelaufen, das Wochenende. Das ist in meinen Augen fast ein Wunder, dass er es überhaupt noch auf P14 gebracht hat mit dem Auto, aber das zeigt in meinen Augen auch einfach, wenn du dich nicht in den ganzen Kerfuffle reinlässt und dich wirklich zurückhaltest, dann ja, to finish first, first you have to finish, oder nach dem Motto. Und er hat wenigstens auf P14 führen können. Aber ich glaube, das Wochenende hat in meinen Augen ein bisschen etwas symbolisiert oder gezeigt, wo ich wirklich schade finde. Und zwar, der Ocon, glaube ich, kommt ein bisschen das Gespür über, dass der Alonso einfach in vielen Hinsichten bevorzugt wird. Ich meine, der Alonso hat wieder ein Update bekommen etc. Und man hat schon von vornherein seit dem Training eigentlich gemerkt, dass er einfach irgendwie nicht so happy ist. Vielleicht eben gerade wegen dem Update. Ähm, Ich finde es eigentlich lustig, weil sein Team hat ihm hohes Vertrauen gegeben mit dem Vertrag. Ich denke, er sollte eigentlich von dort schon sich wertgeschätzt fühlen. Aber ich weiß auch nicht. Also über sein Rennen habe ich jetzt wirklich, ich kann überhaupt nichts sagen. Es ist nichts, wo es gibt, wo mir aufgefallen ist. Hast du irgendetwas? Mo hat eine 5-Sekunden Strafe bekommen, wegen Unsafe Release.
Ja, und okay, das habe ich lustig gefunden. Mit dem, In dort ist ja seinem, der Hamilton fast in die Boxenwand ja, reingedrückt richtig. worden. Und er hat nachher post-Race argumentiert, dass er sich überhaupt nicht einverstanden. Er hätte nur einen unsafe Release gehabt, weil es vor dem Team die Kabelschläuche von den Wheelguns nicht auf die Seite geräumt haben. Er sagt, Kollege, Alter, wenn du so released wirst, kannst du jetzt noch weiter rechts fahren, wie du willst. Du wärst nebeneinander gewesen und dann wäre es gleich ein unsafe Release gewesen. Also, Ja, ja. also das ist das Einzige gewesen, was eigentlich passiert ist. Aber ich weiß gar nicht, hat die Gap am Schluss, also ich weiß eben nicht, wie nah dass sie beieinander gewesen sind, wegen dieser 5 Sekunden, hat er wegen denen, ist er auf P14 gelandet? Ist er vor dem DRS-Zug gewesen vom Albon, Gasly und Hamilton oder hinten dran? Ich weiß es gar nicht. Weißt du, dass er wegen diesen 5 Sekunden hinter Er gedroppt ist? ist auf P11 gsi eigentlich. Auf der Straße. Warte, ich habe, glaube ich, das Lapchart. Weil ich weiß es eben gar nicht, weil das ist natürlich dann schon bitter, gell? Wenn du knapp vor der Punkte bist und dann einfach komplett nochmal rausgespült wirst. Dort. Ja, er wär auf der Straße auf P11 gsi. Also er hat Okay. nicht Punkte verloren, aber er hat es auch nicht geschafft, das Troll zu überholen. Also ich glaube, er ist dort relativ weit hinten drin Okay, gefahren. okay. Ja, aber eben, ja, also ich habe auch nichts dazu zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also Alpine eben, habe ich schon vorher gesagt, aber Alonso ist Performance ein bisschen enttäuschend gewesen. Aber eben, es kann nicht auf jeder Strecke immer gut laufen und ja, ist jetzt mal wie es ist. Mal schauen, wie es in Miami dann geht bei Alpine. Aber ja, äh, die 5 Sekunden ja, sind verdient gewesen. Wahrscheinlich wird es noch eine Geldstrafe nachher gegeben haben für das Team selber. Aber ich habe nichts gelesen wegen dem, aber es wird wahrscheinlich schon mal eine Strafe geben haben. Ja, kann man vorstellen. So, dann kommen wir jetzt zu einem Kandidat, der ja wieder mal ein enttäuschendes Rennwochenende gehabt hat. Und es tut, also ich muss ehrlich sagen, mir tut das hure weh, dass der so weit hinten nachfährt, muss ich ehrlich sagen. Ein paar finden es lustig und finden es geil. Mir tut der Typ einfach nur noch leid. Und zwar der Lewis Hamilton ist auf P13 ins Ziel gekommen. Der ist so lang hinter dem Pierre Gasly gewesen. Ich glaube, der kann der ganze Hektifuser, weiss der jetzt auswendig, vom Alpha Tauri. Der ist und ist einfach nicht vorbeigekommen. Der ist in dem DRS-Train innen gsi mit und der Gasly natürlich ja auch hinter dem Albon und also der ist einfach nicht vorbeigekommen. Er hat immer wieder den Angriff gemacht. Was mich erstaunt hat, ist immer, dass er es aussen versucht hat in dieser Kurve. Und wahrscheinlich hätte er immer auf der zweiten Gerade hätte er dann überholen mit mehr Schwung aus der Kurve raus. Aber er hat, in meinen Augen hätte es mal vielleicht so einmal innen probieren und sich einfach mal vielleicht ein bisschen breit machen. Also ich kann dir da gerade sagen, wieso. Ich bin die Onboards ein bisschen schauen, von seinen Versuchen. Also es ist relativ simpel. Gasly hat das Auto einfach gut positioniert. Weil das Ja, gut, das Problem stimmt ist, auch, ja. du hast ja den hohen Rechts-King und dann hast du einen Links-King, oder? Beim Rechts-King ist der Lewis noch zu weit weg gewesen, dass er das Auto hat können, links oder rechts positionieren. Beim Links-King, ab dann ist der Gasly immer links geblieben. Also der Lewis hat wirklich gar keine Chance gehabt. Wenn er mal links gegangen wäre, wäre er komplett auf dem Nassen raus gewesen. Und das bringt mich auch gerade zu einem Punkt noch, bezüglich, du hast auch gerade erwähnt, den DRS-Train, oder? Bevor ich jetzt deine Meinung über das Eröffnungsfenster vom DRS hole, sage ich gerade mal, was ich dazu halte. Es haben sich mega viel darüber beschwert, dass es so lang gegangen ist, bis DRS angegangen ist. Im letztjährigen Rennen, stimmt, ist das Rennen in ähnlichen Konditionen sogar noch während die Inters auf den Autos sind, eröffnet worden. Aber ich finde, in meinen Augen ist es die richtige Entscheidung, so lange zu warten, weil einerseits hat man gesehen, das DRS hat es nicht, also wirklich nicht so viel gebracht. Ich meine, gerade das Grüppli vom Albon aber bis zum Hamilton ist einfach das ganze Rennen lang gleich geblieben. Und der Gasly hat weder den Albon noch überholen, so wie es der Hamilton auch nicht den Gasly hat können überholen. Und wenn man dort das DRS früher aktiviert hat, hat das erstens nicht verändert und zweitens finde ich eben auch rein von einer Safety-Perspektive. Also so ein Crash, wie wir es letztes Jahr hatten mit dem Russell und dem Bottas, das ist schon scary gewesen. Das hätte ich jetzt nicht gern wiederholt gesehen. Also bevor ich da noch über Hamilton meine Stellung nehme, was haltest du vom DRS-Fenster? Ist das zu früh gewesen, zu spät gewesen?
Kann das sein, dass wir das gleiche Video geschaut haben? Wegen? Oder also ich habe das Video geschaut, eben genau bezüglich dem DRS-Zeug alles. Weil eben, die Fahrer haben sich beschwert per Funk, eben, dass das DRS fehle. Ja, vor allem Fans. Fahrer Und geht ja noch. Fans, die sind zum Teil Uhr abgegangen. ja, Auf aber eben Twitter auch, und so. auch die Fahrer haben sich beschwert, dass das Ja. DRS noch nicht freigegeben wurde. Und das Ding ist eben so, eben, letztes Jahr ist schon auch die gleiche oder sehr ähnliche Bedingungen gewesen. Und letztes Jahr ist in Runde 34 aufgegeben worden oder freigeschaltet worden, das Dann haben sie noch DRS. Intermediates Und drauf. jetzt ist es in Runde 31, 32 gewesen, also 2 Runden oder 3 Runden Unterschied sind dazwischen oder einfach Differenz dazwischen. Das Ding ist aber halt einfach das, was man halt eben auch noch muss beachten oder halt auch noch muss im Hinterkopf haben, da ja jetzt mehr Luft über den Unterboden angezogen wird oder halt mehr Aerodynamik. Heisst, da zieht das Wasser mehr aus der Strecke raus, blöd gesagt. Also die Strecke tut sich bei den heutigen Fahrzeuggenerationen schneller abtrocknen als bei den letztjährigen. Und rein theoretisch, es wäre möglich gewesen, dass man es hätte früher freischalten können, aber eben auch wegen dem Crash, der auch letztes Jahr passiert ist, hat es Kritik gegeben an der FIA, dass man das DRS so früh freigegeben hat. Man muss aber halt eben sagen, eben, sie sind schon auf den Inters gewesen, noch dort dazumal, und jetzt sind sie halt schon lange auf den Softs gewesen, und es ist nicht passiert. Aber auf den Softs wäre es halt einfach noch dramatischer, wenn du eben auf eine nasse Zone kommst und anbremst mit offenem Flügel, dann da hagelt es schon mal recht, weil eben der Russell ist ja dort leicht in den Rasen gekommen und das Auto gerade nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Darum, ich finde, es ist okay gewesen, dass sie es relativ spät aufgeschaltet haben. Und eben, auch wenn sie es jetzt, sagen wir, 5, 6 Runden früher aufgeschaltet hat, das hätte nichts geändert gehabt, vor allem an dieser Gruppe dort, bin ich auch der Meinung. Ja, eben, also ich glaube, dann ist das ziemlich klar. Ich glaube zwar nicht, dass wir das gleiche Video geschaut haben, weil also ich habe einfach Kommentare ein bisschen von den Fahrern angehört. Der Herr Vettel hat mal etwas darüber gesagt. Aber eben, ich finde, es macht einfach gar keinen Sinn, dass man das früher gemacht hätte. Rein nur schon aus Safety-Gründen. Spektakel ist gut, aber Safety geht definitiv vor. Ja. Ja, zum Hamilton, ja, auf gut Deutsch gesagt, was zum Fick ist dort los? Also, der Russell, wo da jedes Wochenende 3., 4., 5. Plätze reindonnert und wirklich der Hamilton am Dominieren ist. Also es klingt so blöd, dass man so etwas kann sagen, aber irgendetwas ist nicht recht. Und ich glaube noch, der Funkspruch, wo der Toto nachher im Hamilton gegeben hat, zeigt auch, es hat eine Szene gegeben, wo der Hamilton anscheinend selbstständig aus dem Auto ausgestiegen ist im Qualifying und quasi nach dem Motto, das Auto bringt es eh nicht, wir kommen eh nicht höher ruhen. Toto war hässig. Und ich glaube eben auch, das ist ziemlich genau das, was dann geschnorrt worden ist. Es gibt nur Spekulationen online, niemand weiß es wirklich. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Hamilton sich über das Auto aufgeregt hat, der Toto ihn angefickt hat und die Mood war wirklich down vom Hamilton das ganze Wochenende. Und das ist das erste Mal, wo ich sehe, dass der Hamilton und der Toto mal nicht miteinander ausgekommen sind. Und dass der Toto nachher nochmal auf die Funksprüche gekommen ist und ihm gesagt hat, «Los, ich weiss, du fährst ein scheiß Auto.» Das beweist in meinen Augen noch ein bisschen, dass dort in diesem Wochenende sicher ein bisschen knistert hat. Also Hamilton ist einfach nicht glücklich. Die Frage ist natürlich, an was liegt es? In meinen Augen ist es klar, also ich finde, man sollte da nicht unbedingt spekulieren, jetzt hat er einen toller junger Teammate, der ihn den Platz wegnimmt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, Hamilton ist einfach genauso unglücklich, wie das ganze Team ist, weil das ist ein Team, das so gedrängt ist von Erfolgen und von guten Jahren, dass es für die ganz ungewohnt ist, so weit hinten zu sein. Und das zieht wahrscheinlich die ganze Stimmung auch einfach ein bisschen ab. Und ja, jetzt liegt es halt einfach an einer guten Führung vom Toto, dass er sein Team dort wieder daraus rausholen kann. Aber ich bin auch überzeugt, dass der ist so ein genialer Team-Principal, der wird das schaffen. Der wird mit seinem Team durch die schweren Zeiten durchkommen und die werden gegen Ende Jahr stärker daraus rauskommen, als das vielleicht vorher schon gewesen sind. Da bin ich überzeugt. Ja, also sehe ich auch so, der Toto ist mit unter anderem sicher der beste Teamchef, den du haben in der Formel 1. Ja, 100%. Und das unterschreibt sogar ich als Mercedes-Gegner. der Funkspruch, den der Toto noch gemacht hat zum Hamilton, ich glaube, das tut ihn selber schon auch ein bisschen motivieren, dass er halt einfach merkt, so, okay, die Unterstützung ist gleich da vom Team, weil sie schreiben ihm nicht ab oder so, nur weil jetzt er weiterhin ist, immer als sein Teammate. Lewis, hi. Sorry for what you have needed to drive today. I know this is undrivable and not what we deserve to score as a result.
so we'll move from there. But this was a terrible race. Yeah, no worries, Toto. Just keep working hard. Yeah, we will come out of this. Weil auch zum Beispiel gerade in dieser Saison, wo er mit dem Nico Rosberg noch gefahren ist, dort hat der Toto ja auch mehr, sage ich jetzt mal, für den Hamilton ein bisschen geredet und unterstützt gehabt. Und das hat ihn so gepusht und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch das wieder so ein bisschen plötzlich da kommt, dass plötzlich wieder ein bisschen, ja, so wie aus der Reserve lockt eigentlich. Aber das Lustige ist eigentlich das, du hast eben gesagt, dass er ja das ganze Wochenende so recht zurückhaltend war und so, wie soll ich sagen, so, ja, fast so ein bisschen depressiv. Down, so, ja, genau. Lustigerweise am Sprint-Qualifying oder nach dem Sprintrennen war er recht gesprächig bei den Interviews. Dort hat er eigentlich recht ausgiebig noch geredet gehabt, aber nach dem Rennen hat er nur kurze Antwort gegeben, hat eigentlich gar keine Lust gehabt. Er ist auch wirklich nur ganz kurz dort in dem Interview-Standings dort drin. Ist er schnell kurz drin, ist nicht lange tätig und dann ist er wieder gegangen dann. Also ich weiß nicht, also ich habe einfach immer noch das Gefühl, er hat einfach Mühe mit dieser Fahrzeuggeneration auch. Er kommt einfach nicht auf den Schlag, plus eben das Auto Ja, Balance, die er nicht ist halt, findet, einfach nicht das auf, ist halt einfach nicht auf seiner Wellenlänge momentan. Ob das noch diese Saison kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, so, was man so liest, was so der Toto sagt und was auch Hamilton sagt, die schreiben ja die Saison 22 schon ab. Ja. Der Toto hat ja da einen Kommentar rausgelassen, dass die Performance, die sie haben, könnte sich gerade aufhängen und so hat er so gesagt. Weil Das habe ich gar nicht mitbekommen. gerade so ein kriminelles Zeug. Aber das ist heftig, weil also letztes Wochenende hat es eben noch anders gestimmt. Letztes Wochenende haben sie immer noch so ein bisschen gesagt, ja, wir kommen da schon wieder. Ja, das Ding ist halt eben schon so, dass sie halt einfach, sie können ja auch nicht verlieren, muss man sagen. Also sie sind schlechte Verlierer, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt. Aber ich denke, sie werden schon irgendwann Kurve bekommen. Ich denke eben, spätestens in Spanien werden sie fette Updates mitbringen, weil sie fahren ja immer noch mit dem gleichen Auto wie in Bahrain, bis jetzt. Also ich glaube, sie haben noch keine Ja. Updates gebracht, weil in Imola Sie ist nicht gekommen. In Melbourne haben sie so einen fetten Sensor unten reingeklebt, der irgendwie 1,5 Kilo schwerer war. Und dann haben sie irgendetwas, glaube ich, am Boden verändert, aber nichts Grosses. Und das hat das Purposing, glaube ich, noch schlimmer gemacht, wenn ich so die Footage von Imola anschaue. Okay, ja. Ja, also mich dünkt es einfach, also das Wochenende, das Purposing hat so brutal ausgesehen bei Mercedes. Ich weiß Ja, nicht. ja. Aber auch bei Ferrari, der Dings hat es auch recht durchgeschüttelt gehabt. Das stimmt, ja. Also es ist halt immer noch nach wie vor ein Problem bei ein paar Teams, beim einen weniger oder beim anderen mehr halt. Ja, aber wie gesagt, mal schauen, was kommt bei Mercedes. Ja. Ich denke, die werden schon irgendwo noch eine Kurve ein bisschen bekommen. Ja, voll. Ich glaube eben auch, der Hamilton darf sich gar nicht zu fest an diesem Wochenende aufhängen, weil er ist schliesslich hinter dem Gasly und dem Albon war. In meinen Augen zwei Fahrer, die sehr viel Potenzial haben. Und das Problem ist halt auch, der Honda-Motor ist verdammt schnell und der Gasly ist auch immer im DRS hineingehockt. Also du hast es vorhin schon angesprochen, einen riesen DRS-Train hat es gegeben zwischen diesen drei. Und der Gasly hat halt einfach auch Gottverdammt sich noch einmal gut verteidigt und der Albon hat Gottverdammt sich noch einmal auch gut verteidigt. Also dass der Hamilton dort nicht daran vorbeikommt an diesen beiden, ist verständlich, weil gerade beide Fahrer haben auch schon Erfahrung bekommen, mit ihm zu kämpfen in ihren Red Bull-Jahren, also der Albon mehr als der Gasly. Aber ja, also es hat ihm halt nicht geholfen, dass der Albon und der Gasly so ein gutes Rennen gefahren sind, muss man auch noch dazu sagen. Ja, also gut, der Gasly ist ja eigentlich, also ist er schon hinter dem Album gewesen, aber nie so, dass er ihn angegriffen hat, gross dunkt mir. Es ist einfach immer im DRS-Fenster geblieben, jetzt noch gut gemanagt, aber ich glaube, es hat sich schon mehr nach hinten konzentriert als nach vorne. Ja, also wenn der Hamilton hinter dir hast, dann würde ich mich auch noch hinter fokussieren. Ja, logisch, aber normalerweise hast du eigentlich den Instinkt so, ich fahre nach vorne, nicht, ich tue nicht nach hinten schauen. Aber also der Gasly hat es sehr gut gemacht. Ich denke, der Helmut Marko hat sicher geschmunzelt, als er das gesehen hat. Das definitiv. Das Problem ist, dass der Helmut Marko aber auch beim Perez hat verschmunzeln. Also es ist ein bisschen, der ist in der Zwickmühle. Ja. Aber da haben wir ja letztes Mal schon darüber geredet. Ja, das ist so, ja. Ja, mal schauen, was dann noch passiert. Ja, ich denke, Gasly müssen wir, glaube ich, sehr groß etwas erwähnen. Der ist halt, ja, wieder mal, ja, aber hat wieder keinen Punkt. Also bei AlphaTauri läuft es allgemein nicht so optimal wie letztes Jahr. Also letztes Jahr sind es doch stärker dabei gewesen, jetzt mit Dünken. Also sie sind schon ab
Performance verloren auch ein bisschen. Aber ja, ich denke auch dort wird es kommen mit der Zeit. Also ich hoffe es einfach für den Gasly, es wäre schade, weil er jetzt wirklich 2-3 Jahre wirklich sehr gute Saisons hatte immer, also wo er wirklich können, sich immer gut erholen wieder und hat gute Punkte immer eingefahren. Sogar ein Sieg in Monza noch einmal. Es wäre jetzt schade, dass halt wegen dieser Saison, die jetzt halt nicht so gut gelaufen ist, vor allem für ihn jetzt, für den Gasly, ja, dass er da irgendwie sich jetzt noch wieder irgendwie einen guten Sitz wird verspielen. Ja, also ganz ehrlich mit dir, ich glaube, der Gasly, egal was, wird nächstes Jahr einen guten Sitz haben. Ob Hoffe es. er zu McLaren geht, zu Ferrari geht, zu Mercedes geht oder zu Red Bull geht, es gibt überall irgendwo durch ein bisschen offene Türen. In meinen Augen kann er auch noch ein Jahr länger bei Alpha Tauri bleiben, weil sie wollen ihn nicht loslassen und er passt einfach in die Formel 1. Ja, also auch wenn jetzt da der Yuki Tsunoda am Anfang von der Saison, also ich meine, er ist schon, hat mehr Punkte als der Gasly, aber da muss schon dumm sein, um das nicht zu sehen, dass es am Auto liegt und nicht am Gasly. Also da wirklich, der wird einen guten Sitz finden, da habe ich gar keine Angst. Ja. Vielleicht findet er ja auch einen guten Sitz bei Aston Martin. Ich weiß gar nicht, willst du überhaupt noch über Ocon etwas sagen? Wieso über den Ocon? Weil der... Ocon nein, ist gut. 14. Ja, stimmt, Über den haben wir schon gehabt. Ja, Ja, also der Elben ist jetzt so der, wo man noch so, ja. Ja, willst du über den noch etwas sagen? Ja, nein, also das Also, war ausser, halt der dass er verdammt Zugführer gut ist. vom DRS-Train, mehr nicht. Ja. Nein, also der Albon, ich denke, was man kann sagen, ist, dass er zeigt, was er für eine Qualität hat und dass er einfach auch in Formel 1 gehört. Ja, Ich meine, er fährt Latifi gerade in Grund und Boden in einem Auto, wo er nicht könnte, mit einem Motor, den er nicht könnte. Und ist noch ein Jahr länger oder ein Jahr draussen geblieben. Also ja, das ist eine klare Angelegenheit, wer da gegen Ende der Saison wird besser dastehen. Aber eigentlich kann ich eine Überleitung machen zu Aston Martin, zum Stroll. Zum Stroll, ja. Ganz genau. zum Stroll. Zum Stroll. Ja, der Lance Stroll auf P10, also was ich muss wirklich sagen ist, ich finde es so recht, wie soll ich sagen, also ich fühle mich ein bisschen verarscht von Aston. Ich sage noch letztes Mal im Podcast, Was kommt echt jetzt? Komm bei Aston dort ist schon alles verloren und weißt so Scheiß auf die machen eh nichts mehr dieses Jahr und so, die können es eh nicht mehr retten. Und dann fahren einfach beide Fahrer gerade die Punkte rein. Was soll da? Also ein bisschen verarscht bin ich mir schon vorgekommen, als ich das Resultat gesehen habe am Schluss. Aber ja, beim Stroll, ich weiß gar nicht, der hat halt, warte mal, was hat der gemacht? Im Sprint ist er gestartet von P15. Und dann nachher ist er nach dem Sprintrennen, hat es beendet auf P15. 15. Und gestartet dementsprechend auch von P15. Also er hat eigentlich einen guten Start, nehme ich jetzt mal an. Ich habe sein Rennen gar nicht irgendwie mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. Der ist irgendwie einfach auf P10 reingespült worden, habe ich das Gefühl gehabt. Das Ding ist, das stresst mich. Ich glaube, es zeigt mir eben nicht von Lab 1 alles an im Live-Timing drin, weil ich habe es schon ein paar Mal gemerkt. Ich sehe gar nicht, wo das oder wie das da auf P10 gekommen ist. Du hast das ganze Rennen einfach auf P10 gesehen nachher. Aber ich kann es dir echt nicht sagen, was mit dem im Start war. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber wie du sagst, der wird es einfach vorgespielt haben durch all die Incidents. Ja, wahrscheinlich schon. Aber es ist schon erstaunlich gewesen, dass der Aston, trotz dass es abgerechnet hat, können vorne noch mitfahren. Also vorne, Ja, also, im Mittelfeld, sage ich jetzt mal, vorne ist übertrieben, aber nicht im ja, hinteren ja, Feld. also einfach für sie ist es vorne, ja, definitiv. Also, ich meine, man kann über Stroll sagen, was er will. Etwas, was er wirklich im Griff hat, ist die Konditionen, die wir jetzt in Imola hatten. Das ist so ein bisschen Regenwetter und so, ist er schon immer gut gewesen. Ich meine, er hat ja auch einen Pole Position geholt in der Türkei einmal. Also, ich glaube noch, dass dort wirklich ein bisschen Fahrerskill für den einen Punkt gesorgt hat. Aber das reicht halt über die ganze Saison nicht, wenn du nur bei den Regenrennen gut bist. Gell? Also, ich weiß auch nicht, ich habe wirklich über sein Rennen nicht viel Grossartiges noch zu sagen. In meinen Augen können wir schon zum Magnussen gumpen. Ja, bin ich auch der Meinung. Also der K-Mac hat, ja, also er hat ein gutes Rennen gemacht. Er hat dort am Start, ist er voll dabei gewesen. Dort
ist dann doch, habe ich gedacht, so jetzt ja nicht rausgehen bitte, weil, also ich muss sagen, ich bin ja wirklich eigentlich immer unparteiisch, aber ich fühle es so, dass Haas, also vor allem der Magnussen vorne, immer wieder ein bisschen mitmischen. Oder so im hinteren, also im vorderen Mittelfeld, so. Weil eben Haas hat eigentlich ein Auto, wo jetzt eben im Verhältnis zu Mick wirklich nicht so performance-technisch so extrem stark ist eigentlich. Er ist schon gestartet von P P8, ja. P4 ist ja im Sprint gestartet und P8 ist ja dann gelandet. Also, man hat schon gesehen, der Haas ist nicht so stark von der Performance, ist ja dann im Rennen immer ein bisschen hintergereiht worden, nach und nach. Aber wichtige Punkte wieder geholt. Ich denke, Haas ist froh um jeden Punkt, den sie einsammeln können. Die sind ja mittlerweile P6, 7, glaube ich, P7 in der Konstrukteurwertung drin. Also, ich glaube, sie haben sich ein bisschen mehr erhofft gehabt. So da, wo ich gehört habe von Günther Steiner und so. Aber wenn wir realistisch sind, eine gute Platzierung wieder eine mehr rausgeholt und ja, auch verdient. Ja, definitiv. Ich meine, der Magnus ist nicht für nichts auf P10 in der Fahrermeisterschaft. Ich glaube eben auch, also die hohen Erwartungen an das Wochenende sind auch geprägt von einem sehr starken Training im Regen und einem sehr starken Qualifying von Magnussen. Also abgesehen von all diesen roten Flaggen. Wie viele sind es? 5 oder so? 5. Ja. Das ist übrigens, für die, die es nicht wissen, ein Rekord. Es hat noch nie 5 rote Flaggen in einer Qualifying-Session gegeben. Und wirklich alle, die das Qualifying ganz durchgeschaut haben, riesen Respekt. Also ich bin schier eingeschlafen, muss ich wirklich sagen. Ich finde, dort müssen sie dürfen mit der roten Flagge nicht so fest reinschießen. Und das beste Beispiel war eben noch der Magnussen, der einen unglaublich genialen Save gemacht hat. Der hohe Karre komplett ins Zeug rausgefahren. Alle haben das Gefühl, er sei stuck. Und er rettet das Auto einfach raus und steckt den eben einfach auf P4 im Qualifying. Also schier noch P3 geholt. Hat Lando nicht seine Runde können fertig fahren. Und das hat natürlich dann nachher auch gerade so einen riesen Hype gegeben um Haas herum, oder? Und nachher noch der Mick auf P10 gewesen. Und ich habe wirklich gedacht, ja, geil, das ist das Wochenende, das ist das Haas-Wochenende, oder? Die werden jetzt im Rennen richtig abgehen, weil es wird regnen, oder? Aber da hat es halt nicht wirklich geregnet. Ich bin überzeugt, hätten wir Wet Reifen Conditions gehabt, dann hätten wir nicht unbedingt zwei Haas in den Punkten gesehen, aber ich denke, der Magnussen hat es dann so auf P5, 6 umeinander, vielleicht sogar 4, hat er es wahrscheinlich sogar noch geschafft eigentlich. Also wirklich Hammerleistung von ihm wieder mal. Haut aus dem Auto wirklich jedes bisschen Performance raus, was es überhaupt gibt. Also sehe ich auch so, Magnussen einfach momentan so die Überraschung von Saison. Ja, also so ein Comeback musst du dir einfach mal Ja, vorstellen. ja. Du wirst so 2 Wochen vor Testbeginn in Bahrain, wirst so angerufen, so, Alter, komm. Niemand redet über deinen Namen, wo es heisst, der Mazepin geht raus. Ja. Keine Sau hat von ihm berichtet, niemand. Also wirklich, also das ist Der unglaublich. kommt Das und ist, liefert ab, das ist einfach unglaublich. also in meinen Augen jetzt schon die Story of the Season, absolut. Ja, Da gibt's ja. keine Oh, die Diskussion. Drive to Survive Staffel, Mann. Die wird geil. Es ist halt schon nice, dass das Drive to Survive mit Haas unterwegs ist. Ich habe das Gefühl, da passiert immer der geilste Scheiß. Ja, das ist so. Hoffentlich kommt auch noch eine Situation, wo eine Tür wieder schlägt. Das wäre auch geil. Definitiv. Ja, wer leider in der letzten Drive to Survive Staffel eigentlich nie vorgekommen ist, aber wirklich eine gute Performance abgeliefert hat, jetzt in Imola und auch gesagt hat, für ihn ist das, oder fürs Team ist das wie ein Sieg, ist der Sebastian Vettel auf P8 nach dem absoluten Horrorwochenende in Australien. Oh Gott, hör mir auf. Hat er jetzt können P8 rausholen und hat dementsprechend, also mit dem Stroll natürlich auch zusammen, wir dürfen ihn ja nicht vergessen, die ersten Punkte geholt fürs Team. Sind jetzt, glaube ich, nicht mehr letzte, jetzt ist Williams wieder letzte. Ja, mit einem Punkt und Dings hat... Der Vettel hat ja 4 geholt und Dings hat ja 1 geholt, also 5 Punkte. Ja, also ich hoffe, der Vettel hat durch das mal ein bisschen so einen Motivationsboost bekommen, weil ich glaube, seine Moral ist schon recht am Boden gewesen. Er hat auch gesagt in den Interviews, er hat Spass gehabt am Rennen, es hat ihm auch Spass gemacht und er hofft natürlich, dass jetzt das auch so ein bisschen weitergeht und nicht nur wegen diesen Mixed Wetter-Conditions, die sie können, dass wir jetzt das Resultat rausgeholt haben.
Aber ja, ich lehne mich nicht mehr aus dem Fenster und sage jetzt, dass Aston schon alles, die kann man schon abschreiben. Weil sonst fährt er nachher irgendwie in Miami auf Podium, wer weiß. Nein, also ich bin happy für den Vettel. Der Vettel hat auch gesagt, und das hat er, glaube ich, im Interview von Sky gesagt, er hat gesagt, es ist schon entscheidend, was in dieser Saison passiert mit seiner zukünftigen Fahrerkarriere. Also er hat schon so angekündigt, wenn die Saison scheiße ist, hört er auf. Also ja, mal schauen, wenn Essen da noch eine Kurve bekommt, also was ich schwer hoffe, bleibt auch uns der Vettel ein bisschen in der Formel 1 erhalten. Ich weiß gar nicht, hast du mitbekommen gehabt, du hast ja gerade vorhin auf dem Sky-Interview geredet gehabt, der Mick und der Vettel haben ja zusammen ein Interview gegeben. Also der Vettel ist zum Mick Ja, bei gegangen. Sky UK, ja. Ja, genau. Das habe ich wirklich cool gefunden. Das ist auch so ein bisschen für mich, das ist so ein bisschen der Wohlfühlmoment vom Rennen gewesen, dass der Mick und der Vettel ein bisschen ein Battle hatten. Wobei ich bin mir gar nicht sicher, ist es im Sprint. Das war nach dem gewesen. Sprintrennen, das Ja, Interview. Also habe ich wirklich, das ist für mich so ein bisschen der Moment vom Wochenende gewesen. Weil die beiden, ich weiß auch nicht, die sind so herzig zusammen. Ja, das ist so. Ja, Mann. Yuki Tsunoda, da kann ich auch nur zustimmen. Absolut gutes Rennen gefahren. Also vor allem eben der zweite Stint mit der Reifen, die er hatte, war sehr stark gewesen dort, also wie er aufgeholt hat. Und ist schon krass gewesen, eben, dass halt bei ihm so gut gelaufen ist und eben beim Gasly gar nicht eigentlich. Aber ich muss auch sagen, Tsunoda hat sich, also gegen Ende letzte Saison hat er sich extrem gut weiterentwickelt und er zieht das auch wirklich durch bis jetzt. Weil wenn er so weitermacht, hat er noch recht, also denke ich, recht gute und sehr, sehr gute Formel 1-Karriere vor sich. Ja, ich glaube, er ist einfach einer von denen, der extrem viel, ich sage, pures Talent hat, oder wo einfach muss richtig eingesetzt werden. Und ich glaube, er war sich selber ein bisschen mit der Nase zu hoch oben in der ersten Saison. Also der hat sehr locker genommen eigentlich. Das hat man ja anhand von der Drive to Survive Season gesehen. Und ich habe das Gefühl, dass das jetzt eben gegen Ende letzte Saison und Anfang dieser Saison so die gewisse Ernstigkeit jetzt endlich bei ihm reingekommen ist. Und das zeigt jetzt halt auch sich in den Resultaten. Gell? Also sobald der das mit dem Training ein bisschen ernster nimmt, der Grind ein bisschen mehr bei der Sache hat, der fährt er halt auch das gleiche Resultat wie ein Gasly kann machen raus, oder? Und wir haben definitiv noch nicht das Letzte gesehen von ihm. Der wird dieses Jahr in meinen Augen irgendwann so einen Drive machen, wo man einfach sagt, das ist der Drive of the Season. Also da hat er definitiv das Potenzial dafür. Ja, sage ich auch so. Hast du es noch gesehen? Also das ist gerade schon ein seltenes Video, wo sie mal die Fahrer so fragen, was ihr grösster Wunsch ist im Leben. Ja! Und dann alle sagen so, alle so, ja, Championship. Und dann kommt der Tsunoda so, ja, das eigenes Restaurant. Das ist so ein geiler Sieg. Also das ist wirklich einer der sympathischsten Fahrer mit Abstand. Wirklich. So, also ich glaube, wir kommen jetzt zu der absolut grössten Meinungsverschiedenheit in diesem Podcast. Nach einer P6. Stunde, ja. Ja, nach einer Stunde. Es ist krank, wie wir vor jedem Podcast uns sagen, wir wollen ein bisschen schneller machen. Und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn wir sagen, wir wollen schneller machen, geht es noch länger. Ja. Das ist schon noch Fuck, tragisch ja. mittlerweile. Also Ja, sorry, wenn es wirklich. wieder so eine XXL-Folge gibt, aber es ist auch wirklich viel passiert. Das stimmt. Das ganze Also, Wochenende. das Rennen hat uns viel geliefert. Einer, der viel hat können liefern können, ist auf P6 der Leclerc. Und also ihr wisst ja alle, ich neige schon eher zu Red Bull, aber ich bin in meinen Augen fast genauso ein grosser Ferrari-Fan, wie ich Red Bull-Fan bin. Und ich fanboy ja auch immer ein bisschen für Leclerc, was im Kasel nicht so passt. Aber für das, was er wirklich am Anfang von dem Rennen und am Anfang von der Saison geleistet hat, bin ich so hart enttäuscht. Das ist so ein richtiger Anfängerfehler. Er hat sich dort einfach zu fest leiten in der Runde 2,53 umeinander, wo er den Crash gemacht hat vom Perez. Der hat gedacht, also das ist... Eigentlich hat er ja Peter zum Fastest Lap holen. Und dann ist er einfach greedy geworden. Also greedy, was ist greedy? auf Deutsch? Er hat nicht pittet zum Fastest Lap holen, by the way. Sie haben pittet zum Red Bull locken, dass sie auch pitten mit dem Perez und dass er eventuell noch auf P2 fahren könnte. Ja, das ist auch gegangen. Ja, das ist auch gegangen. Aber er ist ein bisschen übereifrig geworden, oder? Und das war halt sein Problem gewesen. Genau, und ich glaube, das war, weil er hinter den Norris geflogen ist, nach dem Pit-Exit. Und nachher hat er gedacht, so Scheiße, ich muss jetzt zwischen am Norris wieder vorbei. Ja. Und dann hat er unbedingt DRS wollen. Ja.
Ja. Also, Und das ist halt wirklich, das ist das Problem, das ich habe mit dem Leclerc. Ich glaube, der Leclerc ist mit Abstand einer der talentiertesten Fahrer. Der kommt früher oder später, wenn er alles richtig macht, auf das Level von einem Verstappen, von einem Hamilton, von einem Vettel, kommt der hoch. Also vielleicht nicht gerade von einem Hamilton, aber sicher von einem Vettel-Verstappen-Level kann man definitiv reden. Und der muss einfach aufhören, so hohe Fehler zu machen. Schon in Monza 2019, als er dort bei der Parabolika raus ist und so Scheiß. Also immer dann, wenn er ein bisschen unter Druck kommt von hinten, macht er einfach dort Fehler. Und das ist wirklich, das geht nicht. Nicht in einem Team wie Ferrari. Aber ich finde eben, sein Rennen sonst wäre verdammt gut gewesen. Er ist gute Damage Limitation wäre es gewesen. Er hat anständige Punkte können reinholen, aber er hat das einfach alles müssen vergaugen wegen einfach zu übereifrig gewesen. ja. Und jetzt kommst du Also, und sagst mir, dass sein Rennen von Anfang an scheiße war. ja, also, ja, wenn wir mal anfangen, schlechter Start. Einerseits. Ja, es hat das einen so gehabt, es liegt am Auto. Ja, Perez hat aber natürlich auch einen Bombenstart wieder gehabt, muss man sagen. Stimmt, ja. Perez hat wirklich einen sehr guten Start gehabt. Und Verstappen hat natürlich einen guten Start gehabt, also sicher besser als der. Nein, er hat sogar er hat genau gleich lang gebraucht gehabt zum Losfahren wie der Verstappen, also der Leclerc. Aber auf 200 ist, glaube ich, der Verstappen schneller gewesen, weil er weniger Wheelspin hat. Darum, also der Leclerc hat einfach ein bisschen Wheelspin gehabt, noch, was der Verstappen nicht hat. Aber ich glaube, der Release von der Kupplung ist etwa gleich schnell gewesen. Laut einem Diagramm habe ich gesehen. Jedenfalls, ja, also der Gabo und ich haben eben schon über das diskutiert, über WhatsApp. Wir sind immer ein bisschen Sprachnachrichten brennen, was so unsere Live-Meinungen sind. Und ich weiß nicht, irgendwie so der Leclerc hat mich einfach so das ganze Rennen über, hat mich einfach nicht so überzogen. Also irgendwie ist der, also klar, Red Bull ist eine eigene Liga in dem Rennen, muss man einfach sagen. Die sind mit diesen Wetterbedingungen so gut klargekommen wie kein anderes Team. Aber ja, ich weiß nicht. Also der Leclerc hat mich jetzt das Rennen nicht so überzogen. Ich finde immer noch nach wie vor, dass er ein sehr, sehr talentierter und ein sehr, sehr starker Fahrer ist und im gleichen Auto wahrscheinlich auch besser ist als ein Verstappen. Das sagt jetzt der Gabo gerade nein. Aber ist mir eigentlich auch egal. Ich habe einfach das Gefühl, eben, wie du auch schon gesagt hast, unter Druck macht er einfach immer noch Fehler und blöde Fehler. Weil, sind wir ehrlich, es hätte es nicht müssen sein. Er hätte auch können sagen, also klar, ich verstehe schon den Aspekt, du hast den Perez vor dir und du denkst so, Alter, ich muss ihn holen, dass ich jetzt ein P2 wird und dass ich nochmal gute Punkte kann holen, weil klar, jeder Punkt ist wichtig, aber Also so hat er 7 Punkte verloren. ja, eben, Oder? ich meine, klar, eben, du denkst vielleicht nicht an dem Moment gerade, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, ich meine, er hat vielleicht auch selber schnell gemerkt, okay, ich mag ihm nicht nachher. Oder ich habe vorher nicht nachher mögen, wieso soll ich jetzt ihm nachher mögen? Weil ich meine, der Red Bull auf Softs ist hure stark dann, weißt du? Oder ist schon stark gewesen. Und er nachher Ferrari auf Soft ist auch gut gewesen, aber nicht so stark wie ein Red Bull. Und da hätte man vielleicht einfach sollen sagen, aber Ferrari so, hey, ja, komm, ich fahre jetzt lieber ein bisschen safe und hol mir einfach den dritten Platz und hol mir halt einfach die wichtigen Punkte. Und ja, dann gibt es eben halt so einen dummen Fahrfehler und du schmeißt es halt einfach das ganze Rennen weg. Oder das Podium weg. Ich sehe es aber schon kommen, es sind genau solche Ereignisse, wo Ferrari da so während der Championship klauen. Weil Red Bull, wenn die nicht ihre Reliability-Probleme haben definitiv das schnellste Auto. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile klar geworden, dank dem Wochenende. Also er muss einfach ab jeder Gelegenheit so viele Punkte holen, wie es geht. Und der 40 plus Punkte Puffer darf er so nicht verschwenden. Das ist Ja. einfach wirklich... wenn du so weit im Voraus bist, darfst du dir gleich nichts leisten. Und das ist einfach die Realität von Formel 1. Ja, hast du gesehen, im Sprintrennen hat man das sehr gut gesehen, weil das ja trocken war. Wo Red Bull DRS aktiviert hat, was die für einen Speed drauf hatten. Hey, als ob als würden die Formel 2 Autos überholen dort. Ja, das ist Also- das eben auf der Autobahn ein LKW mit 120 überholst. Ja, es Also ist wirklich, wirklich das ist- insane, was die für einen Speed drauf hatten. Also was Red Bull dort gezaubert hat an Motorleistung, ist krass. Ja. Aber ja, eben, wie du auch schon gesagt hast, also Leclerc muss sich jetzt da schon ein bisschen um Riemen reissen und wirklich Punkte mitnehmen und nicht so Fehler machen, weil das eben,
das sind jetzt eben Punkte, die er verloren hat und das könnte es wirklich kosten gegen Ende der Saison, weil Red Bull wird nicht schwächer, bin ich davon überzeugt. Nein. Und definitiv. eben einer, der das dann ausnutzt, ist halt einfach gerade mal ein Verstappen oder auch ein Perez dann schlussendlich. Oder Genau. ein Dings, ein Valtteri Bottas natürlich. Und das ist mein Driver of the Day, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ja, Bottas, das wäre mein zweiter hey, Kandidat. ohne Witz, ich sage das, ich habe ja Bottas immer schon gerne gehabt bei Mercedes, ich habe ihn wirklich immer gerne gehabt. Ich habe ihn zwar auch immer scharf kritisiert teilweise, weil er halt einfach nie an das Level hergekommen ist von einem Hamilton, aber Hamilton fährt halt immer ein gutes Auto in einer anderen Liga, muss man einfach auch wieder sagen. Immer ein gutes Auto. Ja, ja, muss man sagen, ja. Ja, das ist so. Aber was der aus dem Huren Alfa Romeo rauszaubert, der hat ja noch eiskalt in einem Interview gesagt, er ist so froh, dass er bei Alfa Romeo ist. Endlich hat er mal ein Team, das auf ihn lässt und auch mal, er kann mal etwas sagen und sie schauen es an. Also er ist nicht einfach nur ein Schatten in einem Team, weißt du? Was der an mich so gegen Mercedes schießt in den Interviews, ist an mich schon recht makaber. Aber ey, der Bottas wirklich, ich hätte es ihm gegönnt. Ich hätte es ihm so gegönnt, wenn er am Russell noch vorbeikommen wäre. Das wäre so eine Klatsche gewesen für Mercedes, dass einfach noch der Ex-Fahrer einfach noch seinen Cockpit-Ablöser überholt, man. Es wäre Also ich einfach meine, so geil gewesen. man kann ja schon argumentieren, Mercedes hat ihm Bottas viel gegeben, aber was ihm definitiv nicht gegeben hat, ist die Wertschätzung, die er jetzt von Alfa Romeo bekommt. Ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wo er zurück in die Dings hineingeht. Wie sagt man das? Die mobile Hütten, die sie haben hier. Ins Motorhome. Motorhome rein, genau. Er ist ins Motorhome reingegangen und das ganze Team steht dort drin und applaudiert ihm. Ja, das habe ich auf Instagram Einfach- gepostet, ja. Ah, stimmt, das ist ja du Post. Nein, also wirklich, also man diskutiert ja Bottas 2.0. Bottas 2.0 haben wir aber schon ein paar Mal gehört, Australien. To whom it may concern, oder? Nee. Die beste Beschreibung, die ich bis jetzt gefunden habe, ist, oder wir haben, bis jetzt haben wir Bottas Vista gehabt, jetzt sind wir bei Bottas XP. Vielleicht auch Bottas 7, 8, who knows. Ja, also das ist absolut krank. Und also ich hätte wirklich nichts geiler gefunden als der Overtake am Russell noch. Vor allem halt beim Bottas und dem Russell ist es so oder so persönlich. Also Drive to Survive Ja. hat nicht mal übertrieben mit dem Drama. Ja, Die das ist beiden so. sind wirklich bis auf die Knochen aber sich am Verbeissen gegeneinander. Und jetzt einfach, also das ist wirklich Bottas bei Alfa Romeo. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass es so perfekt aufeinander passt. Es ist wirklich wie das Füßchen auf das Auge. Das ist die beste Fahrer-Team-Kombination auf dem ganzen Feld. Ich finde das perfekt und genial. Ja, und vor allem eben, das habe ich schon im letzten Podcast gesagt, er fährt einfach, also wenn du ihn siehst und ihn fahren, also es sieht einfach alles smooth aus. Sicher, wirklich einfach sicher, Ja. stabil. Und einfach halt, fühlt sich du hast wohl. halt das Gefühl, er ist einfach zufrieden. Genau. Und das ist so nicht viel nur wert. im Auto, auch außerhalb vom Ja. Auto. Und das ist so viel wert für seinen Kopf. Und eben, ich meine, er hat eine Beschädigung gehabt am Frontflügel, wobei es ist halt einfach nur seine Nase ist ein bisschen abgegriffen gewesen vorne, aber nicht extrem. Ja, das und hat aerodynamisch nicht gemacht. ja, also zum Glück. Also wäre scheiße gewesen, wenn sie etwas hätten müssen wechseln. Aber gute Punkte für Alfa Romeo. Alfa Romeo allgemein ein sehr starkes Auto dieses Jahr und sind auch jetzt in der Teamwertung auf P5. Also auch absolut verdient, muss man ganz klar sagen. Definitiv. Also was die gerissen haben, also da können wir schon auch stolz sein auf unser Schweizer Team. Und, Oh ja. ich glaube, Ja, Russell. wer auch stolz kann sein auf sich, ist sicher der George Russell. Aber soll er Ja, sagen, perfekt. wieso dass er so gut war in diesem Rennen? Sorry, was? Soll er sagen, wieso dass der Russell so gut war in diesem Rennen? Weil sie sein Frontwing nicht adjusted haben. Nein, sag's mir. Weil er hat Fahrer Nummer 63 und es sind 63 Runden gewesen. Hat Fresse. Ja, aber, Nein, aber der also- Frontflügel, den sie nicht angepasst haben, das hätte ihm auch vielleicht können, nicht die Karte spielen. Also das ist natürlich auch dementsprechend, wenn du vorne, Also, mehr hat er mal Abtrieb, nicht die Karte gespielt. Der hat hure Mühe gehabt. er hat ja mehr Abtrieb gehabt und dementsprechend hast du Ja. auch einen grösseren Reifenverschleiß vorne drauf. Aber ja, er hat es gut gemanagt, muss man ganz klar sagen. Ja, also der ist in meinen Augen auch, er gehört so ein bisschen zu den Überraschungen vom Jahr, weil der kommt in das Team rein und
also man sieht, er hat sich gerade sofort wohlgefühlt im Auto. Und das ist ja schon in Bahrain 2020 der Fall gewesen, wo der einfach in das Auto reingehockt ist und der hat den Windcoat, hat er keinen Puncture gehabt, oder? Ja, das ist auch Also viel schief ich gelaufen. glaube, dass er einfach, ich habe das Gefühl, langsam aber sicher, man hat ja immer gesagt, er ist der Saturday Man, oder? Er ist der im Qualifying extrem gut ist. Ich glaube, seine Spezialität ist einfach eine verdammt gute Anpassungsfähigkeit am Auto. Weil der ist eingestiegen und der hat das Auto im Griff. Ja, also was ich einfach noch muss sagen oder hinzufügen ist halt, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, weil er halt einfach wirklich lang ein scheiß Auto gehabt hat. Also er weiß, wie man mit einem schlechten Auto fahren kann, blöd gesagt. Und Ja. der Mercedes ist ja nicht gut. Und er kann es aber gleich wirklich, also ich denke P4, also er holt momentan das Maximum raus, was im Auto drin ist. Ja, 100%. Und weil ja der Hamilton immer ein gutes Auto gehabt hat und nie ein schlechtes, kommt er wie nicht Schlag damit. Aber der Hamilton, muss man auch noch dazu erwähnen, er hat gesagt, es sei nicht das schlechteste Auto, das er je gefahren sei in der Formel 1. Das ist der McLaren 209, glaube ich, Ja, oder? 2009 der Ja. McLaren Ja. sei der schlechteste gewesen, den er je gehabt hat. Ja, aber ich glaube, da meine Prediction, die ich gesetzt habe, dass der Russell, der Hamilton wird einmal sicher bis Mitte der Saison von den Punkten her übertrumpfen. Da bin ich ziemlich safe, dass es so wird sein. Ja, gut, also der Hamilton muss jetzt schon langsam aufpassen. Der hat jetzt 28 Punkte und der Russell hat fast 50 Punkte, 49 hat er jetzt. Mhm. Tönt Nur jetzt noch wenig nicht so hinter dramatisch Perez. von der Differenz her, aber halt in dem, ich sage jetzt mal, auf diesen Positionen, wo sie sich bewegen, wo es jetzt nicht extrem viele Punkte gibt, kann das natürlich schon schlimm werden, mal, dass oder schnell kippen, dass der Russell doch wirklich noch davon zieht mit den Punkten. Weil eben, der hat jetzt immer gute Punkte geholt. Ja, definitiv. Wer eben auch gerade wieder den Boden wischt mit seinem Teammate, und da muss ich wirklich sagen, es ist verdammt schade, dass es so ist, weil ich liebe den Ricciardo. Der Lando Norris ist einfach wieder mal auf einem anderen Level. Ja, Also aber ich meine, klar, okay, das Auto ist nicht rein von der Pace her auf P3 gekommen, aber du musst zuerst mal dort sein und er hat das ganze Rennen über keine Fehler gemacht. Hat sich auch keine Fehler erlaubt mit dem Leclerc dort, hat ihn schön vorbeigelassen, ohne dass ein Fehler können passieren und hat sich den P3 reglich verdient. ja, aber er hat ihn wirklich auch sauber vorbeigelassen, weil er gewusst hat, lieber werde ich P4 und hole die Punkte, Ja. als riskieren. Das ist Und ja er so. ist für Und das dann hat er belohnt trotzdem- worden mit hat einem er trotzdem noch P3. geschenkt. Ja, aber jetzt ganz mal im Ernst. Der Norris ist mitunter auch einer von diesen Fahrern gewesen in diesem Rennen, der einfach unter dem Radar gefahren ist. Der war gar nicht groß im Fernsehen gewesen. Plötzlich am Schluss so P3. Ja, Aus dem Nichts raus. So. das ist so. Aber Das ist so. hey, ich mag es ihm gönnen. Ich finde es einfach eben hure schade für den Ricciardo, weil er ist eigentlich so ein guter Fahrer. Und er wird wirklich eigentlich jetzt wieder vom Norris ein bisschen so beherrscht. Ja, ich weiß nicht, ob Ricciardo da noch gross eigentlich noch das Ruder umreißen kann. Du hast ja sogar mal gesagt, der Ricciardo wird besser Punkte holen oder mehr Punkte holen als der Norris, habe ich gemeint. Ja, ich glaube, das habe ich predicted. Und ja, gesagt, aber ich glaube es nicht. Also meine Prediction bis dahin stimmt einmal. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich gönne es vor allem McLaren, weil was man muss einfach sagen, die gröbste Entwicklungsstufe oder Entwicklung, wo jetzt anfangs von der Saison hat wirklich McLaren gemacht. Also wo die in Bahrain gefahren sind oder wo sie hinten gefahren sind, wortwörtlich. Und jetzt schon das Podium im 4. Rennen. Das ist einfach schon eine krasse Entwicklung. Du hast Also mir ich ja weiss zwar noch gesagt, nachher Funkspruch, sage ich schon. Du hast mir zwar noch im WhatsApp dann, eine Memo geschickt und hast gesagt, McLaren back on the top. Das sage ich, oder das glaube ich jetzt noch nicht. Es ist schon auch Glück Ja. ein bisschen dabei gewesen, sage ich jetzt mal. Plus hat er Also- wahrscheinlich auch Sprint-Qualifying, wo halt auch ein bisschen mitgewirkt hat. Aber sie sind gut gewesen. Sie sind ja 5 und 6 immer gewesen, glaube ich, das ganze Wochenende. Ja, das Back on Top ist einfach eine schlechte Wortwahl, muss ich noch schnell korrigieren, ganz ehrlich. Also Back on Top meine ich mehr mit Back wieder auf P3, P4, wo sie eigentlich schon letztes Jahr sind. Back on Top definitiv noch nicht. Aber was mich jetzt noch schnell wundert, weil du schaust ja schon ein bisschen länger wirklich jedes einzelne Rennen an sich. Hast du schon mal ein Team gesehen, das in einer so kurzen Zeit so viel Boden gut gemacht hat mit dem Auto? Auch bei den Dings Hybrid-Wechsel. Beispielsweise. Also ich möchte mich nicht zurückbesinnen von der Geschichte her, dass ich jemals ein Team gesehen habe, das innerhalb von 1,5 Monaten ich sage, vom 8. stärksten Auto oder das 9. stärksten Auto aufs 4. stärkste Auto wieder raus ist.
könnte es dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil meistens ist es ja immer umgekehrt, dass die Leute oder dass viele Teams sehr stark in die Saison starten und nachher absacken. Okay, jetzt aber, ja. Also ich meine, das Haas ist ein gutes Beispiel gewesen, 2016. Die haben, wo sie, also Mhm. ist 2016 gewesen, wo sie frisch in die Formel 1 gekommen sind, ich glaube es schon, ja. Ja, Ähm, 16. dort haben sie, sind sie auch gut gestartet die Saison und dann plötzlich hat es ein bisschen abgeflacht dort. Ich wüsste es ehrlich gesagt gerade nicht, also mir fällt jetzt gerade kein Team ein. Renault sicher nicht, weil Renault ist eigentlich Lotus? immer. Ja, Lotus hat 2013. Ja, nein, Lotus ist aber auch stark Die gestartet. sind stimmt, die sind echt stark Und die gestartet. haben da Ja. wirklich gute Pace gehabt. Ja, es ist. Also, ich weiss, Renault ist auch noch recht schwach gewesen am Anfang und hat dann nachher auch noch Kurve bekommen, aber ob es auch in so einer schnellen Zeit drin war, glaube ich nicht. Das ist dann auch mehr Eben. Zeit vergangen. Aber ich glaube es einfach, dass McLaren eigentlich ein gutes Auto hat, aber hat einfach auch hier und da irgendwo ein bisschen Probleme gehabt, eben mit den Bremsen, mit Aero und vielleicht auch Falsche Frontflügel auch gehabt. falsches Setup, irgendetwas gemacht haben. Also ich denke, dort hat auch ein bisschen mehr Pech mitgespielt gehabt oder Fehlentscheidungen, Fehleinschätzungen, dass sie so weit hinten sind am Anfang. Ich denke nicht, dass sie gross, also ich glaube nicht, dass sie Performance-Updates, also darfst du eigentlich auch gar nicht vom Motor her, aber ich denke Also ja, nicht, dass sie irgendwelche grobe Updates rausgehauen es ist haben. halt schwierig zu sagen, oder? Weil, also der Norris und der Ricciardo beide sagen, sie haben ein Auto gehabt, das sich immer gut angefühlt hat, gute Balance etc. Wegen dem finde ich es eigentlich umso lustiger, dass sie 2 relativ kleine Updates gebraucht haben. Den Frontwing haben sie ja neu gemacht. Genau. Ich glaube eben, dass das wirklich einfach erst das Potenzial wirklich können ausschöpfen. Also ich denke, dass sie im Windtunnel innen eigentlich schon etwas gesehen haben, aber dass halt ihr Frontwing im echten Leben vielleicht wegen dem Flexen, vielleicht wegen der Höhe, who knows wegen was, einfach nicht die Luft dort hingebracht hat, wo sie hätte sollen. Weil wir wissen ja, Frontwing ist einer der wichtigsten Punkte eigentlich, oder? Vielleicht haben sie einfach zu viel Downforce hinten oder in der Mitte gehabt, anstatt genug vorne, oder? Aber egal, was sie gemacht haben, es ist wahrscheinlich wirklich nur eine kleine Korrektur gewesen, die sie gebraucht haben. Aber die musst du halt auch mal finden, dass es die richtige kleine Korrektur ist, oder? Ja, Genau. ist ja so. Ja, dann gehen wir weiter Ja. zum Sergio Perez und eben wie wir schon, oder was ich vorher schon gesagt habe, also einen Bombenstart hat er gehabt. Und der Perez ist, also das habe ich schon nach dem letzten Rennen gesagt, also nach Australien. Der Perez ist momentan einer von diesen Fahrern, der einfach so extrem stark ist. Also der hat so einen guten Start gehabt in dieser Saison. Er sagt selber auch, dass er mit dem Auto da so viel besser zu Schlag kommt noch einmal. Also ist ja letztes schon gut gewesen, muss man sagen. Sehr gut gewesen. Definitiv. Aber er kommt jetzt doch noch mal einmal mehr zu Schlag mit dem Auto und ist auch, was so Zeit anbelangt, immer sehr nah beim Verstappen auch dran. Und also momentan absolut verdienter Sitz bei Red Bull und macht einen verdammt guten Job. Mehr muss ich gar nicht sagen. Ja, absolut. Also ich kann da alles unterstreichen. Wenn irgendwelche Leute das Gefühl haben, sie müssen ihn kritisieren wegen dem Fehler bei der Schikane, wo er den Leclerc ein bisschen näher gelassen hat, ey, shit happens, aber er hat sich nicht gedreht wie der Mick und er ist nicht in die Banden raus wie der Leclerc, oder? Ja. Zeigt einfach auch seine Erfahrung, die er mitbringt. Und ich muss wirklich sagen, ich habe es beim letzten Podcast, glaube ich, auch schon gesagt, in meinen Augen Verstappen Perez ist auch einfach eine von diesen perfekten Teammate-Kombinationen. Du hast einen jungen, aggressiven Fahrer im Verstappen und du hast einen stabilen Fahrer, der einfach dir die Punkte einbringt, wenn du sie brauchst und um ist, wenn der Verstappen nicht um ist. Also der wird fix das Jahr noch ein paar Wins reinholen. Und ich bin auch überzeugt, dass es Strecken gibt, wo er wird besser fahren als Verstappen in diesem Auto. Und who knows, ob da ein Championship-Fight zwischen diesen beiden sogar kann passieren. Ich meine, nur schon, wenn man in Betracht zieht, was das Team in den letzten 2 Jahren oder im letzten Jahr und dem Jahr einfach auch leistet und hinbringt. Ich meine, die haben das Wochenende das erste 1-2-Finish seit 2016 Malaysia hingebracht. Und das ist wirklich einfach eine verdammt kranke Leistung vom ganzen Team halt auch. Also nicht nur vom Perez, sondern auch vom Verstappen, wo das Wochenende komplett dominiert hat. Ich meine, das Team hat wegen einem Punkt nicht die volle Punktzahl geholt. Und das ist wirklich einfach eine verdammt starke Leistung vom amtierenden Weltmeister und seinem Teammate. Ja. Ist ja so. Muss ich nicht mehr dazu sagen, ist einfach so. Und ja, zum amtierenden Weltmeister
Was wollte ich dort nicht dazu sagen zu seiner Performance an diesem Wochenende, außer das 10 von 10? Mehr kann man nicht dazu sagen. Ja, also das ist wirklich Der hat kein alles geholt, Fehler. der hat alles geholt, was kannst du holen. Schlussendlich. Ja. Also der hat im Sprintrennen die Maximalpunktzahl geholt, der hat im Rennen die Maximalpunktzahl geholt, hat ja auch die schnellste Runde, glaube ich, gemacht am Schluss, oder? Er hat sie gemacht, glaube ich. Er hat die schnellste Runde gemacht und er hat jede einzelne Runde geführt. Also das ist, also eigentlich sagt man dem ja ein Grand Slam, oder? Ich finde, wenn man einen Sprint dazwischen noch hat, ist das einfach nochmal schwieriger zu machen. Da müssen wir irgendwie ein geileres Wort erfinden als ein Grand Slam, wenn man das am Sprintwochenende sogar fertig bringt, jede Runde zu führen. Ja. Aber mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen zum Verstappen. Also was der für eine Gap reingefahren hat auch die ganze Zeit während dem Rennen. Also einfach dominant. Ja, einfach dominant und so kontrolliert, keine Fehler, gar nicht. Also auch absolut verdient und auch einer, der gar nicht gross irgendwie im Fernsehen gekommen ist, sondern ist aber die Fahrt gesehen hast und der Safety Car Release dort, aber mehr ist es eigentlich gar nicht. Ja. Ich denke mal, Fragen und Sachen tun wir jetzt rauslassen. Ja, weil wir sind jetzt so fast schon bei 1,5 Stunden. Also 1 Stunde und 20 Minuten haben wir jetzt sicher schon drauf. Hier und da muss ich vielleicht noch etwas rausschneiden. Also wird jetzt wieder recht lang gehen, bis ich das Zeug wieder bearbeitet habe. Aber egal. Aber ich denke, wir machen mal Schluss für die heutige Episode. Wir bedanken uns recht herzlich, wenn ihr bis jetzt das Ganze gelassen habt. Sei es beim Einschlafen gewesen. Wenn dann jetzt aufstehen angeschaut oder kurz verwachen. Hallo, wir verabschieden uns jetzt. Wer den ganzen Podcast zum Einschlafen gehört hat und immer noch wach ist, stand schnell auf, trink ein bisschen Wasser, gang aufs WC, gang etwas essen, glaubt mir, nachher geht es schon mit dem Schlafen. Alles easy. Ja. Aber ich würde mal sagen, das war es von dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Noch einmal danke vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Und dann wünschen wir euch ein ganz schönes Tag. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es dann Richtung Miami geht. Und sind wir mal gespannt, was dort dann schon für News kommen und Prediction, alles zum und dran. Das werdet ihr alles in der nächsten Episode erfahren. Wir wünschen euch einen ganz schönen Tag. Macht's gut und ciao!